Ein Sonntag um Teeshof. Der Heimatbund hatte zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit Musik und Tanz eingeladen. Die ersten Gäste sind schon eingetroffen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Damen der Dienstagsrunde sind dabei, die Schmalz- und Mettwurstbrote zu streichen. Hier beim Backhaus gibt es den im Steinbackofen gebackenen Butterkuchen. Auch das Wetter ist wieder gut. Werner Salomon, der erste Vorsitzende vom Heimatbund, begrüßt die Gäste. Liebe Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen des Heimatbundes Schwieberding. Ja, denn heute Nachmittag würde das Programm wieder führen Hans Schmidt, altbewährt, sodass schon mal gewährleistet ist, dass der heutige Nachmittag hervorragend wird. Ich denke, ihr habt alle gute Laune mitgebracht. Wenn mit Beifall, dürft ihr auch nicht unbedingt geizig sein, sondern könnt ihr ruhig, wenn euch das Freude macht, sehr toll klatschen. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag. Der Moderator Hans Schmid, ein Mitglied von den Verkneuchten Heidjern, führt durch das Programm und stellt die einzelnen Gruppen vor. Und dann wird sich Holger zu Wort melden. Holger Schubert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Die das noch gar nicht mal so sehr lange gibt. So, wenn ich richtig informiert, seit März 2009. Ich habe ja ins Internet geguckt. Du brauchst mir nichts vorsagen dürfen. Da steht alles drin, was mit euch los ist. Das ist ja das Schöne heutzutage. Man guckt ins Internet und dann weiß man, was mit der Truppe los ist. Sie werden überrascht sein. Die Kleinen wollen Ihnen als erstes O Susanna zeigen und dann den Pokerface und dann sprechen wir uns nochmal wieder. So, Elke, auf geht's.
Nicht geübt. Denn, nein. Also das ist hier eine Weltpremiere, was Sie jetzt hier sehen. So, und die Männer, die kommen auf die Bühne und dann, und die beiden Frauen auch. Und dann jeder nimmt eine Partnerin. Schaut mal. Wunderbar, das klappt ja super. Ich komme auch noch dazu. Keine Angst, da hast du schon die ganze Zeit drauf gewartet, ne? Ja, Tisch 1 lacht schon wieder hier vorne. Du hast die falsche Brille auf, mein Lieber, du. Schwieberding. Holstein auch, natürlich. Christian, ich habe dich übersehen, ich habe die falsche Brille aufgehabt eben. So, wir bringen doch alle schön von der Bühne runter, liebe Uwe. Hast du eine Musik zum Rausgehen? Wunderbar. Dann bringen wir doch alle den Stand runter. Sondern wir haben uns mal vorgestellt, Ihnen mal einen Ablauf eines Jagdtages vorzuführen. Und zwar gibt es ja Bläser und die geben bestimmte Signale ab zur Jagd. Und ich bitte doch mal die Gruppe auf die Bühne zu kommen. Ja, man darf auch klatschen, wenn die Gruppe kommt. So, und zu den Tönen, die jetzt passieren werden, wird Joachim Heinz ein bisschen was erzählen, damit wir dann auch durchblicken. Nicht, dass ich nachher sage, Sau ist tot und in Wirklichkeit ist das Reh tot, ne? Nee. So, Joachim, du hast das Wort jetzt. Ja, schönen Dank. Meine Damen und Herren, wir möchten heute Ihnen einen Ablauf eines Jagdtages vorstellen. Zu den Jagdhornbläsern. Es gibt die verschiedensten Signale und so ein Jagdtag beginnt eigentlich mit einer Einladung zu einer Jagd, und wenn die Jäger sich morgens treffen, haben sich alle erstmal was zu erzählen, und um sie dann aufmerksam zu machen, wird das erste Signal geblasen: Sammeln der Jäger.
ganzen eingeladenen Jäger und Treiber, dass sie sich um den Jagdherrn sammeln, damit er nachher auch den Ablauf der Jagd erklären kann. Und wenn alle zusammenstehen, dann kommt das Signal Begrüßung. Das Signal Jagd vorbei und Halali. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, liebes Publikum, jetzt haben wir die ganzen Signale gehört. Jetzt blicken wir voll durch. Ja, liebes Publikum, wir haben hier im Heimatbund Schneeberting natürlich auch eine Gruppe, das sind die Platschnacker. Die Platschnacker, die haben immer einen Sinn. Die kennen so viele ganz tolle Geschichten und tolle Sketche. Und eine Geschichte, die wollen wir doch jetzt hören, von Hanna Brockmann. Wer von euch kann denn überhaupt Platt verstehen? Oh, da gehen da ein paar Hände hoch. Also du brauchst das nicht in Hochdeutsch erzählen, Hanna, in Plattdeutsch. Und du wirst sehen, was für einen Applaus du kriegst. Ich bin ja gespannt. Oma Erdwachs, 107 Jobben wird auf Freude konfirmiert worden. Als Geschenk habe ich vor Hamburg gekriegt. Hat den Haus der Arbeitgebiete voll Mutter und Oma mit dem Los. Nun könnt doch Glitzen und Hamburger Dom. So was haben schon wohl an und nicht sehen. Die fällen Boden und Karossell. Na ja, jede Bahn und Karossell wird mitgenommen. Als sie nun nur die Geisterbahn kommen, würden sie all Kriege weg und sehen, wie kalt an der Wand. Nun würden sie da leben und nun schön werden nach Hus gehen. Sie sind auf dem Bahnhof und wird anscheinend Karten lösen für die Trückfahrt. 2 Karten für Erwachsene und eine halbe für den Jungen. Der Beamte kickt dann Jungen von irgendeinem Baum an und sagt, der muss aber für voll bezahlen, der hätte lange Böcks an. Da wollen Mutter aber fühlen schon schön, wenn das hier wie schon noch Böcksen geht. Brauch ich bloß die Hälfte bezahlen und ist Oma nix. Ja, nun habe ich noch eine Geschichte erzählt. Der Eierkauf. Ja, da ist ein Ehepaar und hat morgens so fürchterlich die Tief verschlagen. Und der Mann will Arbeit in Hamburg. Mensch, sagte die Frau, kauf mir mal Flinken vor Eier, dann steck ich mir die in die Tasche und den Zug. Hey, kommt er nicht taub, hey, schau Ferien am Bahnhof hin und kriegt noch Süstern so.
den Buchholz umstiegen da, so ist so eine Marktfrau mit großen Kiek voll Eier. Und da sagt die ältere Frau, sagen Sie mal, kann ich denn auch ein Ei kaufen bei Ihnen? Ja, sagt sie, kostet 10 Cent, ja gerne. Er steckt sich dann in die Tasche, kippt noch Klock, 8 Minuten. Ja, kriegt es wieder Ruf, klopft an den Eckenrand, Ei ist vor. Menschenkind ist doch mal, denkt sie, die kann das angehen. Seid noch eine Marktfrau. Ach, wollen Sie auch ein Ei von mir kaufen? Ja, sagt er, das kann ich. Stickt der Welle in die Tasche, kippt noch Klock, 8 Minuten. Und dann kriegt er wieder Rot, klopft an, ist Obwohl. Menschenkind ist noch mal, denkt die beiden Frauen, wie kann das angehen? Nun muss ich aber nach Toilette hin. Und dann, als er zurückkommt, sagt die Frau zu ihm, sagen Sie mal, können wir den Spaß nicht noch einmal machen? Nee, sagt er, ich habe gerade das hele Worte abladen. Na also, geht doch. So, ich bin Captain Schlau und mein Schiff, das liegt in Hamburg an den Landungs... Frau Kasch im Gespräch mit Captain Schlau. Warte ich noch auf einen Passagier. Ich glaube, es kommt noch ein. Guten Tag auch. Sind Sie der Kapitän? Jo, Madame, der bin ich. Aha. Sagen Sie mal, ist das eigentlich gefährlich auf See? Nee, von da nicht. Es ist ja meist windstill und da wird ja wohl kein Einsee krank werden. Ach, ich meine ja auch nur wegen der Minen. Ach, das hätt nichts zu sagen. Die hätt sie auch nicht söcht. Naja, Sie müssen das ja wissen. Sie sind ja schließlich der Fachmann. Jo, der bin ich. Sagen Sie mal, wie lange fahren Sie eigentlich schon auf der MS Helgoland? Seit 5 Jahren, Tag für Tag und Jahr für Jahr, fahr ich nach Helgoland und zurück. Und nichts ist passiert. Und da war doch mal so ein Kapitän, so ein anderer Kapitän, so ein großer, blonder. Wie ist der nochmal? Jo. Jan Mewes. Oh, an den erinnere ich mich noch gut. Sagen Sie mal, lebt er eigentlich noch? Nee, Jan Mewes ist halt lang tot. Oh, wie schade. Woran ist er denn gestorben? Ja, den hat der Passagierstod vor. Diese Gruppe gibt es schon seit 1976. Normalerweise sind wir 4 Paare mehr, aber leider sind viele im Krankenhaus. Aber trotzdem werden wir uns mal heute was Schönes vornehmen. Und zwar werden wir gleich aufgehen und dann sehen Sie die Schwedern-Polka und dann sprechen wir uns wieder.
liebes Publikum, habe ich Ihnen zu viel versprochen. Die Heidekönigin mit ihrer Ehrendame. Ja, Zweifall ist doch klar. Das ist nicht irgendeine Heidekönigin, sondern die amtierende Heidekönigin von Schneverdingen. Und wie jedes Jahr haben wir natürlich viele Fragen an so eine Heidekönigin. Was macht sie denn das ganze Jahr? Denn wir haben ja sehr, sehr viele Gäste hier in Schneverdingen. Und dann machen wir doch mal stellen wir doch mal ein paar schöne Fragen. Mal sehen, ob sie die Prüfung besteht. Aber sie hat dann ihr Dienst ja schon fast rum. Aber wir fangen einfach mal so an. Wir wollen natürlich alle wissen, was muss eine Heidekönigin eigentlich so das ganze Jahr machen? Man reist durch ganz Deutschland. Also wir sind an dem einen Wochenende an der dänischen Grenze gewesen, da war Jana, meine Ehrendame, auch mit dabei. Und den nächsten Freitag waren wir schon im Allgäu und man versucht überall Menschen zu motivieren, unsere schöne kleine Stadt kennenzulernen und die Ruhe der Heide zu genießen und hier Erholung sich zu holen. Jetzt eine ganz schwierige Frage. Haben Sie Frau Merkel schon die Hand geschüttelt? Ich muss zugeben, sie war bei einem Fest, wo ich auch eingeladen war. Aber als Heidekönigin hat man leider auch viele Termine, deswegen hat es noch nicht gepasst. Wie viele Helfer? Ja. Wie viele Helfer hat eine Heidekönigin eigentlich? Eine sehe ich hier schon neben mir stehen. Vielleicht stellen wir sie mal vor. Ja, Jana, möchtest du es selbst vorstellen? Genau, ich bin Jana Schröder, ich bin eine der 4 Ehrendamen von Anna. Anna hat wieder 4 Stück und 2 Pagen, das sind 2 kleine Kinder, sage ich mal, die sind schon 11, ne? Und ja, wir begleiten Anna immer zu ihren Auftritten und freuen uns immer, dass sie uns mitnimmt. Und es ist auch sehr schön, jemanden dabei zu haben, damit man sich nicht todesmutig ganz alleine in die Menge stützen muss. Aber jetzt wollen wir natürlich auch gerne wissen, wie viele Auftritte hat so eine Heidekönigin im Jahr? Und zu den gezählt habe ich noch nicht, aber so an die 70 sind es, glaube ich. 70? Boah, das ist schon heftig, ne? 70 Auftritte. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, was waren denn die schönsten Auftritte? Ich meine nicht diese hier. Also die schönsten Auftritte erzählt auf jeden Fall natürlich die Krönung dazu. Das ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man oben noch im Wald versteckt unter dem Pavillon ist und auf einmal tritt man hervor und sieht diese Menschenmenge, die vor einem steht. Da rutscht einem doch schon mal das Herz in die Kniekehle. Weil die Hose reicht ja gar nicht in dem Moment. Das war eigentlich so der bewegendste Moment. Ich glaube auch, dass dieses Jahr wieder ganz besonders wird. Ich freue mich auch schon drauf, auch wenn natürlich ich mit auch einer Träne im Auge die Krone weitergeben werde. Aber daneben waren natürlich die Lokaltermine, fand ich sehr interessant. Man trifft Leute, die man sowieso oft sieht und das ist ganz lustig, wenn man so jemanden kennt. Und auf einmal kommt man als Heidekönigin, das ist doch ganz anders. Und sehr schön waren natürlich auch die Wochenendtermine, wenn ich auch auf Messe war und wirklich hier Schneverdingen werden konnte und ich dann auch gemerkt habe, dass das Interesse einfach da ist, dass viele Leute sich für die Lüneburger Heide interessieren. Das fand ich auch persönlich sehr toll. Ich meine, spannend ist das schon, wenn man so Heidekönigin wird. Ich hatte eine Heidekönigin hier oben auf der Bühne, die sagt, Mensch, ich hatte so weiche Knie und ich war mir so unsicher, ich habe vorher vorsichtshalber mit Pampers angezogen. Aber ganz so schlimm war das nicht. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was wissen über Schneverdingen und über die Lüneburger Heide, weil wir doch recht viele Gäste hier haben. Ja, also Schneverdingen hat nicht ganz 20.000 Einwohner, daher noch den Kleinstadtstatus. Es gehören viele Ortschaften dabei, es ist sehr ruhig gelegen, im Herzen der Lüneburger Heide. Über die Lüneburger Heide, naja, Sie haben es ja alle gefunden, ne? Ich hoffe, Sie werden die Zeit hier genießen. Machen Sie viele Spaziergänge, jetzt im Moment legt ja auch die Sonne dazu ein. Genießen Sie einfach die Ruhe der Heide und entspannen Sie sich dabei. Vielleicht nehmen Sie mal einen schönen Döns, setzen sich in Höpen und lesen mal den Werwolf. Das ist so mein persönliches Lieblingsbuch. Das waren noch mal ganz tolle Vorschläge. Und jetzt kommt eine traurige Frage. Wie lange sind Sie noch im Amt? Leider nur noch 4 Wochen, dann muss ich leider die Krone schon wieder abgeben. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, wie das vor sich geht. Also Schneverdingen feiert dann nicht nur einen Tag oder 2 Tage, sondern das geht gleich am Mittwoch los mit Musik am Mittwoch, zieht sich dann mit Feuerwerk und Dämmerschoppen bis Sonntag hin. Am Samstag ist auch schon mal eine Krönung, das war früher die Generalprobe, aber ich glaube mittlerweile sind noch fast genauso viele Menschen wie am Sonntag. Deswegen haben wir 2 Krönungen, damit auch jeder das mit ansehen kann. Es gibt einen großen Umzug, bis zu 50 Wagen.
Die ziehen sich durch die ganze Ortschaft, enden dann in Höfen und da findet dann die Krönung statt. Mit einem Theaterstück von einer ehrenamtlichen Theatergruppe, die auch nur das ganze Jahr für dieses Wochenende trainiert und dann 3 Aufführungen hat. Nach der Krönung ist der ganze Umzug dann wieder auf dem Weg in die Stadt und dann wird die neue Heidekönigin nochmal eine Rede am Rathaus halten und ich glaube, das ist dann so der gemütliche Ausklang. Sehr schön. Vorhin, wie ich Sie getroffen habe, habe ich gesagt, also ich bin Hans Schmidt, wie heißen Sie denn? Ich heiße Anna Borgmann. Ich sage mir, da fehlt doch noch was. Ja, Anna-Kathrin. Hört sich doch viel schöner an. Anna-Kathrin. So, ich glaube, die Fragen, das Allerwichtigste haben wir, glaube ich, gehört. Und für die verbleibende Amtszeit und für die Zukunft wünschen wir alle hier, das Publikum, der Heimatbund, Schneewerding und auch ich, Ihnen viel Sonnenschein, Gesundheit und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Und für das Publikum Folgendes, also sie muss auch ein bisschen was tun. Ne? Wenn sie jetzt hier die Runde geht, wird sie dort runtergehen und geht dazu zu diesem schönen alten Sessel, der 375 Jahre alt ist. Ja, sind am Kopf immer drin. So, die klopfen ab und zu mal. Und sie wird dort sitzen und Autogramme vergeben. Also wer gerne ein Autogramm haben möchte, kann einen Schrott geben, glaube ich. Oder es sind alle Gelder schon verpufft, ich weiß das nicht. So, sie wird eine Runde gehen, dort unten in den Sessel gleich sein und Autogramme vergeben. Ja, lieber Uwe, du darfst mal wieder diese super Musik einspielen. Das ist nämlich eine ganz besondere Musik. So, die wird nämlich nur gespielt, wenn Königinnen unterwegs sind. Sicherlich hat der eine oder andere schon mal von Ihnen gehört. Ihre Kindertanzgruppe war, glaube ich, schon zweimal hier, auf dem Sonntagnachmittag in den vergangenen Jahren. Und Sie werden uns jetzt ein sehr schönes Programm bringen. Lieber Klaus, wo steckst du denn? Da bist du. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Programm sagen, denn ich weiß nicht, was du alles jetzt vorhast. Klaus sagt später, sein Puls geht jetzt hoch und der Ton geht ab für den Pinkbader Tanzring und wir freuen uns.
Uns jetzt verabschieden. Wir sind schon am Ende von unserem kleinen Programm. Wir werden jetzt den Webertanz tanzen. Das ist ein Tanz, der von Schweden so ganz langsam nach Norddeutschland hingewandert ist. Wir haben ihn im letzten Monat im Mitsommer in Schweden gesehen, in einer ganz anderen Fassung. Hat er uns auch sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, er wird Ihnen auch Spaß machen. Und nochmal für unser Jos und unsere Kim, die Tochter von Lili, sitzen da ganz stolz. Hat eure Mutter und die Ehefrau noch gut gemacht, oder? Ja, wunderbar.
Vielen Dank, das klingt Lüneburger Sieg. Wer nicht weiß, wo Finkenwerder liegt, südlich ist Hamburg. Und wir sind immer froh, dass wir die Hamburger bei uns zum Einparken haben können. Wir haben hier einen riesen Parkplatz in Finkenwerder. Und da parken die Leute dann, wenn sie nach Hamburg wollen. So, viel Spaß noch. Finkenwerder Dancing heute bei uns. Und ich hoffe, dass wir uns noch mal wiedersehen hier. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Vielen Dank für den schönen Auftritt. Die Cheerleaders unter der Leitung von Kathi und Anna Bösch. Vielen Dank für eure Beteiligung.
Wir vom Heimatbund Schneeberding bedanken uns natürlich bei den Gruppen hier, bei der Volkstanzgruppe der Deutsch-Norwegischen Freundschaftsgesellschaft, bei TC Rot-Weiß-Soltau, Kindertanz, bei den Jagdhornlesern, bei der Volkstanzgruppe Hollenstedt und Umgebung, bei den Pinkerder Dampfring, Lüneburger Sicht, bei TV Jan Schneeberding Cheerleader, bei den verkneuten Haltern, bei den Klatschmeiern und natürlich bei unserem Zuchtorchester Breitenwind, die bald ihre große Jubiläumsfeier haben. Bevor wir jetzt hier alle abtreten, wird unser erster Vorsitzender Werner Salomon noch einige Worte an euch richten, bevor ich dann wieder zu Wort komme. Werner, hier, bist du dran. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Aktiven, die hier mitgemacht haben. Ihr wart wunderbar, ihr habt uns den Nachmittag hervorragend gestaltet. Dafür allen herzlichen Dank. Besonders möchte ich mich aber bedanken bei unserem Moderator hier, Hans Schmidt. Vor allen Dingen also bei dem Publikum, was so ausgeharrt hat, dass so die Hände geklappt hat, dass das eine wahre Pracht war. Aber ich möchte auch bei dieser Gelegenheit also jemanden nennen, da steht sie da unten, so ganz versteckt, auch wenn ich die Gruppen eingeladen habe oder angesprochen habe, aber sie macht doch die meiste Arbeit im Hintergrund. Meine beste Freundin, und wir haben gesagt, wir wollten heute eigentlich abtreten von der Bühne, also das aufgeben. Und dann haben wir uns beide in die Augen geguckt und dann haben wir gesagt, ein Jahr machen wir noch weiter. So. Und dann mal schauen, was das nächste Jahr gibt. So. Und wir hoffen doch, dass dann also ein bisschen jüngere Leute in unsere Stadt treten. Helmut? Ja, ich habe gerade mittelschwere Skis, please. Nee, aber nochmal vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns alle hier mal wieder zusammen sehen.